Willkommen zur Hour of Prayer. Prayer. Heute mit David Kuhl und Joel Vögeli. Wir dürfen heute mit euch eine Stunde beten und es ist mir eine große, große Ehre. Mit euch, die ihr immer wieder seit Monaten, Jahren dabei seid, immer wieder im Gebet. Schön seid ihr wieder da und betet mit uns. Yes, voll. Und ich liebe das Thema vom Sonntag, das Susanna gepreacht hat, beten statt jammern. Und darum, es passt ja perfekt in dieses Format rein, dass wir jetzt das genau miteinander tun. Ja. Vielleicht hast du die Message auch nicht gesehen, aber Joel, nehmen wir uns mal rein. Was ist dann so die Hauptpunkte, wo wir da durchgehen? Ja, genau. Warum nicht jammern, warum beten? Ja, ich finde, ganz ehrlich, ich jammere manchmal gerne. Wir sind auch zusammen in der Small Group. Das ist ein guter Platz, wo wir da manchmal jammern können, aber dann wieder zurückkommen. Und jetzt beten wir gemeinsam, das ist einfach so wertvoll. Und für mich ist auch immer, wenn Susanna preacht, dann höre ich das mit einem ganz anderen Ort. Dann ist meine geistliche Mutter preacht etwas, wo ich wie merke, da klinke ich mich mit ein. Und darum ist diese Hour of Prayer, passt super. 3 Dinge hat Susanna uns geteacht. Nummer 1, bete mutig. Nummer 2, bete verheißungsorientiert, machen wir nachher. Ja. Und das 3, bete ausdauernd. Das passt super. Ja, mega. Wo sind eigentlich Leo und Susanna? Die sind im Urlaub, im wohlverdienten Tatsächlich. Urlaub. Sie haben es geschafft. Ja. Endlich. Also ich habe Leo gestern gratuliert. In der Small Group hat er etwa 3-mal gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin im Urlaub, ich bin im Urlaub. Und ich habe so Freude gehabt, dass er das tut, weil Ja. das ist auch wichtig, dass man es ja auch war auf seinem Agenda, da besser zu werden, ihm sich abzugrenzen. Und ich finde es richtig, richtig Ja. toll. Aber es geht ihnen gut. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse, sagt man so schön. Jetzt dürfen das Hour of Prayer machen. Ihr spürt, wir sind begeistert Yes. und vor allem mit dieser Message zusammen. Es gibt richtig coole Inputs, Yes. die wir gemeinsam beten können. Wir standen nämlich gerade da. Ihr erinnert euch, die Message gesehen haben am Sonntag, Susanna hatte den wunderschönen goldenen Thron auf der Bühne. Und ich möchte da einfach, dass wir da auch gleich starten. Jesus ist auf dem Ja, Thron. Und zum darum, Glück. Ja, zum Stell Glück. dir mal vor. Zum Glück. Ich bin so froh, sitze ich nicht auf dem Thron oder sonst wer, sondern Jesus sitzt auf dem Thron und der König ist im Amt. Was gibt es hier noch für Sätze? Der König ist im Amt und darum führt dieser Sieg Ja. uns in die Fürbitte. Das machen wir heute. Niemand sitzt höher und darum führt diese Nähe zu Gott, führt uns in den Gehorsam. Und das 3, der Thron ist besetzt. Halleluja. Wir haben Autorität und die Autorität führt uns in die Verantwortung auch eben gerade zum Beten. Ich finde es noch lustig, weil als ich diese 3 ersten Sätze gehört habe, also der König ist im Amt, niemand sitzt höher, Thron ist besetzt, das würde mich jetzt nicht automatisch dazu führen, zu Schlussfolgern, ich muss jetzt was tun. Ja, Sondern eher Gott macht dann was, aber offenbar hat Gott sich überlegt, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, um eben den Himmel auf die Erde zu bringen. Ja. Und Gebet ist, ich habe gerade heute Morgen auch mit meinem Team darüber gesprochen, ich glaube, Gebet ist die Waffe Nummer 1, die Schlüssel, das Tool, das wir in den Händen halten, um das zu tun. ja. Ja. Und das ist ja so krass, oder? Wir haben Zugang zu dieser Herrlichkeit, zu diesem König und trotzdem, weil wir auf dieser Welt leben, haben wir auch Glauben, den wir Ja. einsetzen können im Gebet. Und ich würde gerne starten mit euch, dass wir gemeinsam, auch du zu Hause, laut das Unser Vater beten. Das Vaterunser ist dieses Gebet und ich finde, das positioniert auch nochmal uns richtig und auch Gott nochmal richtig. Er ist auf dem Thron, es geht um sein Reich. Yes. Seid ihr mit dabei? Ich hoffe, ihr könnt es auswendig mit uns zusammen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Yes. Wir starten gleich Thema Nummer 1. Werde mutig im Beten, im Gebet. König Hiskia ist ja dieses Negativbeispiel, das Susanna gemacht hat. Negativbeispiel, Gott sagt ihm Dinge, hey, was wird passieren? Und seine einzige Reaktion ist, oh Gott, ich möchte einfach, dass ich zu meinen Lebzeiten noch Friede habe, der Rest ist mir egal. Er hat da ein Stück weit sich abgegrenzt und Hauptsache für mich ist okay. Weiter darüber aus bete ich nicht, bitte ich dich um gar nichts. Das ist schon krass, ja? Ja, vor allem, weil er war ja der König, der Leiter, also er hätte für sein Volk Verantwortung nehmen sollen. Es war sogar sein
Job. Also Gott hat es nicht zu irgendjemandem gesagt, sondern zum Leiter von allen. Und er sagt, oh, okay, geht mich nichts an, Hauptsache mir geht es noch gut. Das ist schon recht krass. Und vielleicht ist es auch ein Moment zu überlegen, über was hat dich Gott gestellt und in welche Situation rein, welche Familie, wenn du gerade als Vater, du bist der Leiter, solltest der Leiter, das geistliche Oberhaupt sein, das die Familie trägt und geistlich vor Gott bringt, und natürlich auch als Mama, aber was ist dein Einflussbereich und was nehmen wir einfach so hin und wo sollten wir eigentlich unseren Stand einnehmen? Ja. Mich hat der Begriff auch getriggert, Fatalismus auch, oder wo ich mich geprüft habe auch. Hey, Heiliger Geist, gibt es irgendwo, wo ich diesen Fatalismus tue? Sprich, ich lasse einfach los und nehme nicht mehr diesen von Gott gegebenen Stand ein. Und ich glaube, komm, wir laden doch heute auch an diesem Mittag jetzt Gott nochmal ein, den Heiligen Geist, dass er uns Dinge aufzeigen kann, wo wir einfach wieder unseren Stand nehmen sollen und wieder reinbeten dürfen. Gibt es Dinge, für die hast du resigniert zu beten, für die bist du noch gar nicht reingetreten, dass du eigentlich die Dinge im Gebet angehen, im Gebet lösen könntest. Und ich würde gerne dass wir gemeinsam den Heiligen Geist nun einladen und dann machen wir kurz Ruhe, so gut das hier geht. Einfach, dass wir hören auf den Heiligen Geist und dann schauen wir, wofür wir beten sollen, und dann geht jeder für sich dann ins Gebet und betet die Dinge, die der Heilige Geist sagt. Ja, Heiliger Geist, wir sind da und du hast uns gesetzt in das Leben hinein. Alle Autorität kommt von dir, auch die in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Kirche, da wo wir sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, zeige diesen Fatalismus auf. Wo nehmen wir nicht den Raum ein, auch geistlich, auch im Gebet, wo wir eigentlich sollten? Und diese Person, die du jetzt siehst, oder diese Situation in deinem Umfeld oder auch vielleicht bei dir selbst, die darfst du nehmen und einfach jetzt vor Gott bringen und sagen, okay Gott, ich stehe nochmals auf. Mir kommen so Geschichten in den Sinn aus der Bibel, wie bei Gideon, als der Engel ihm begegnet und der versteckt sich eigentlich, aber der Engel sagt ihm zu, du bist ein starker Krieger. Und andere Leute, oder Josua, der das Volk leiten sollte, und der Engel sagt ihm, sei mutig und entschlossen, und Gott spricht dir das auch zu, aber jetzt musst du selbst aufstehen, dein geistliches, dein inneres Ich, von Jesus erlöst und in diese, mit Gott auf dieser Armlehne des Thrones sitzend, darfst du jetzt dich neben Gott positionieren und sagen, okay, offenbar habe ich hier noch was zu bewerkstelligen. Okay, ich klicke mich nochmals ein. Und auch wenn du nicht weißt, wie, beginne zu beten und sprich Leben in diese Situation ein. Jesus, wir bringen diese Leute vor dich. Ich bringe die, konkret meine Tanja vor dich, und ich bete nochmals für Heilung. Denn du bist Jahwe Rapha, und ich bete, solange bis du mir sagst, ich soll aufhören oder sie gesund ist. Denn es ist ganz einfach, wir dürfen beharrlich dranbleiben. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mit dieser Salbung über jede Person kommst, die heute zuschaut und mitbetet. Eine Gebetssalbung, die einfach nicht mehr hinnimmt, was gegeben ist, sondern mit dir zusammen daran arbeitet, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass Gott den einen oder anderen von euch auch sagt, Menschen aufs Herzen ruft, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht hast du noch nicht den Auftrag genommen, das sind eher so, dass du noch nie für sie gebetet hast. Und komm, wir gehen da durch und einfach schauen, gibt es Leute, wo wir eigentlich noch der Heilige Geist uns reinrufen möchte, heute ins Gebet. Und auch jetzt, Jesus, ich bete dich für unsere Nachbarn, wo wir jetzt neu connecten mit ihnen. Und ich bitte dich, Jesus, dass sie dich kennenlernen. Durch die Berührung, die sie haben mit Kirche und jetzt auch mit uns, bitte ich dich, Jesus, ich bitte dich, dass sie einfach diese Samen, auch diese Gespräche, dass die fruchten, Jesus. Und du darfst uns auch brauchen als Familie, dass wir Gespräche führen mit ihnen, dass sie dich kennenlernen, Jesus.
schaffe offene Herzen, Ja. schaffe auch eine Beziehung, wo wir über Ja. das sprechen können, auch Ja. mit den Kindern, dass da einfach gute Situationen kommen. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Mein Ort, wo ich wohne, Jesus, hast du mich reingesetzt und ich sage Ja dazu, auch geistlich. Dass Ja. in meiner Nachbarschaft Menschen dich Ja. kennenlernen. Danke, Jesus. Yes, Jesus. Bitte auch, wenn dir noch etwas einfällt, wir lassen noch kurz Raum, einfach wo du Dinge betest jetzt selber. Was du machst, das ist gut, Jesus. Ja, gebt nur nicht vorher auf, sagt Paulus. Wir werden eine reiche Ernte einbringen. Gebt nur nicht vorher auf. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dran zu bleiben, Heiliger Geist. Yes. Ja. Als nächstes gehen wir ins Thema Nummer 2. Susanna hat uns geteacht, wie können wir verheißungsorientiert beten. Ja, und sie hat ja die Geschichte gebracht, dass Leo sie nervte mit seinem Verhalten und sie hat, anstatt das anzusprechen, begonnen zu beten. Leider weiß ich immer noch nicht, was es ist. Gell? Es Ich würde triggert das uns gerne und wir wissen. haben das versucht herauszufinden, aber sie hat es uns nicht gesagt, Ja. was ja auch gut ist so. Aber ich kenne das sehr gut und ich finde es im Fall ein Riesenschlüssel, gerade auch in der Ehe und in Beziehungen mit Kindern und so weiter. Geistlich vorzugehen. Und damit möchte ich aber eine Klammer aufmachen. Nicht alles ist geistlich. Also die einen haben den Hang, alles zu vergeistlichen. Und ich spreche nie was an, sondern ich bringe immer alles einfach vor Gott. Ja. Gott soll bitte mit der Person gucken. Und das ist manchmal dann, man zieht sich aus den Konflikten raus. Aber dann gibt es die anderen von uns und ich bin eher so gewickelt, dass man in die Konflikte reingeht und alles anspricht und man unterschätzt die geistliche Dimension dahinter. Und dann Leuten, wenn du auch so gewickelt bist und du denkst, ja, ich muss doch das ansprechen und sagen, manchmal hilft es einfach, ruhig zu sein. Heute hat Gott mir auch gesagt über eine Situation, Dave, jetzt wartest du einfach mal. Du musst das jetzt nicht ansprechen, sondern du wartest einfach mal bis nach den Ferien. Weil Gott hat ja den Zeitplan und er kennt jedes Herz. Und was mir da hilft, ist, ich habe vor einem also das ist das eine, wenn du eine Person liebst und du möchtest, dass sich was ändert, dann gibt es aber noch eine andere Stufe. Es gibt Leute, die sind wirklich Feinde von uns. Also die wollen uns übel und sogar da sagt Gott, wir sollen für sie beten. Also ich habe das mal gemacht vor ein paar Jahren, ich habe eine Feindesliste aufgeschrieben von Leuten, die mich wirklich richtig tierisch nerven und nicht so ein bisschen wie jetzt Susanne und Leo, die lieben sich ja, sondern Leute, mit denen möchte ich eigentlich am liebsten nichts zu tun haben. Ja. Und ich habe gemerkt, weil die Bibel sagt ja nicht, ihr sollt keine Feinde haben. Sie sagt, betet für eure Feinde. Ja. Das heißt, du musst nicht mit allen immer alles perfekt aushandeln können, aber du hast die Verantwortung, geistlich im Reinen zu sein mit Gott und diese Person vor Gott hinzubringen. Und das können wir jetzt machen. Wir können Gott unsere Dinge hinhalten, wo wir denken, wir sind im Recht, die anderen sind im Unrecht. Was ja auch immer lustig ist, weil wir gehen ja selten davon aus, dass wir das Problem sind. Aber auch da kann eben Gott dann an unserem Herz arbeiten, wenn wir ihn lassen. Die Esther, die macht das eben so gut. Wir lesen wir in der Bibel die Story und da hat der König hat gesagt, ja, ich kann diesen Erlass, was ich mit den Juden, dass die Juden angegriffen werden, den kann ich nicht mehr ändern. Aber ihr dürft einen neuen Erlass euch abholen und der wird der König besiegeln. Ja. Und ich finde diese Idee so gut. Gewisse Dinge, Ja. also Gott wird nicht die Menschen einfach Ja. verändern und umdrehen, dass Ja. sie nicht mehr die Menschen sind, wie Gott sie geschaffen hat. Also es gibt etwas, was Gott bewahrt auch und wo Gott sagt, hey, das habe ich den Menschen überlassen, wie sie sich fallen. Und trotzdem gibt es neue Dinge, die wir mit göttlicher Eingebung sprechen können, mit göttlicher Weisheit. Und ich finde diesen Blick so gut. Ich brauche das zurzeit gerade, es sind wieder, oder die Medien, hey, wenn du hier im ISF bist, manchmal kommt ein Artikel, der ist okay, der ist gut und dann kommen wieder Artikel, wo einfach Lügen drin stehen über uns ISF und es triggert mich so, es macht so viel mit mir und ich musste wirklich lernen, okay, stopp, ich gehe in diesen Kampf nicht ohne Gott, dass er mir sagt, was soll ich machen, wo soll ich segnen, wo soll ich über diesen Menschen einfach sehr neue gut. Erlasse. Und das gibt mir die Gelassenheit, weil ich weiß, okay, das, was ich tun sollte in diesem Konflikt, habe ich bei Gott abgeholt. Und das möchten wir jetzt machen. Meine Frage an dich, wer nervt dich? Vielleicht nicht in den Chat schreiben, sonst ist es so öffentlich. Meine Schwiegermutter.
meine Frau. Schreib mal einfach, aber nimm für dich eine Person, wo du merkst, hey, die triggert dich immer wieder. Es dürfen ja auch die Personen sein, die neu bei dir sind. Ja, absolut. Nein. Ja, aber es ist ein guter Punkt. Wir sprechen es an, aber manchmal auch nicht. Und dann man betet füreinander und betet das Gute übereinander aus. Das ist so kraftvoll. Und mir fällt noch was ein zum Erlass, weil der König hat gesagt, ihr könnt einen neuen Erlass kann ich machen. Der gibt euch das Recht, gegen eure Feinde zu kämpfen. Das war der neue Erlass. Und ich glaube, das ist für uns genau gleich. Gott gibt uns die Autorität, Ja. gegen die bösen Mächte zu kämpfen Ja. und die auch im Spiel sind, wenn es um Beziehungen geht. Der Teufel will entzweien. Ja. Also lass uns das nicht unterschätzen, dass auch der Teufel seine Finger im Spiel hat bei menschlichen Konflikten, sondern da einfach Friede reinsprechen. Ja. Und, ja. Komm, wir nehmen uns als erstes nehmen wir jetzt uns kurz Zeit, wo wir einfach spüren, was ist da, und bringen dann diese Menschen mal vor Gott und schauen, was Gott da nochmal sieht. Ist das gut? Jesus, wir danken dir für diese Menschen in unserem Umfeld und wir bitten dich jetzt gerade, dass du uns zeigst, welche Person, wo merkst du, sollen wir bei dir einen neuen Erlass abholen, ein neues Bild? Ich sehe so dieses Bild, dass du wie die Person in deinen Händen jetzt trägst, die Person, die da ist und wie sagst, okay, ich hätte Dinge gegen dich jetzt in die Hand, aber was ich jetzt mal als erstes mache, ich bringe dich zu Jesus. Ich bringe dich zu Jesus. Und Jesus, ich lege dir diese Person hin. Du weißt, was zu tun ist. Du bist der Einzige, der gerecht schlussendlich richten kann. Du bist die einzige Person, die auch Dinge verändern kann und sieht, wo man ansetzen kann. Ja. Und ich lege dir diese Person hin. Ja. Genau. Ja, Jesus. Und Heiliger Geist, jetzt bitten wir dich, dass du uns deine Perspektive gibst, auch über diese Person. Vielleicht sogar ein Insight ins Herz, nicht um Geheiminfos zu haben, um sie fertig zu machen, sondern um gezielt dienen zu können, im Gebet Fürbitte zu leisten und einfach sie zu segnen, diese Person zu segnen. Segnen heißt ja unter Gottes Einfluss stellen, Ja. dass Gott sein Werk tun kann. Ich habe auch schon so Situationen gehabt, wo ich eigentlich was tun wollte und dann habe ich so ein Bild gehabt, wie Jesus die Person hält, um die es geht und mich so ein bisschen wegweist und sagt, lass mich mal machen. Funk mir nicht rein. Das kann auch sein. Lass Gott machen und arbeiten an deinem Herzen und am Herzen der Person. Komm, Heiliger Geist. Nimm auch ganz bewusst im Glauben an, du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du die Person loslässt. Gott wird nicht deinen Schmerz ignorieren oder auch Verletzungen oder was dich triggert oder deine Gefühle. Jesus, im Gegenteil, wenn du loslässt, kommt hier auch neuer Trost rein. Heiliger Geist, jetzt gib uns Bibelstellen, gib uns Offenbarung. Werd ganz ruhig und versuche, die kleinen Gedanken, die feinen Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Jetzt gehen wir in eine Zeit des Gebets, jeder für sich. Ich bete jetzt, ich weiß ja nicht welche Person, aber ich bete dich, Jesus, für diese Person. Ich bitte dich, dass du diesen angebrochenen Flügel als Bild, Jesus, dass du den wieder heilst, Jesus. Ja. Ich bitte dich, Jesus, dass alles, was da auch entzündet ist und eitert, Jesus,
dass du das wirklich ganz nochmal rausnimmst und wieder heilst und wieder stärkst. Jesus, dass dieser geistliche Flügel dieser Person wieder funktionieren kann in diesem Bild drin. Heile, was zerbrochen wurde, Ja. und was diese Person Ja. immer wieder am Boden hält und dass sie nicht aufsteigen kann. So wie du sagst, die Verheißung spreche ich aus, wo sagt, du gibst den Müden wieder neue Kraft, Ja, dass sie genau. wieder auffahren wie Adler. Und das spreche ich aus Genau. über diese Person, Ja. in diese Müdigkeit Yes. hinein, dass neue Kraft kommt und dass dieser Bibelvers ist die Wahrheit über ihrem Leben, dass sie wieder auffährt wie ein Adler Ja. und dass sie aufsteigen kann, geistlich auch wieder in diese obere Sicht, Ja. in diese Sphäre wieder, wo sie sieht und wo sie frei auch nochmal ist. Ich spreche das aus in deinem Namen, Jesus. Ja. Amen. Amen. Yes. Der letzte Punkt ist, bete ausdauernd, oder? Und ich finde, wenn es zu Leuten kommt, ist es schon auch ein Challenge manchmal. Also Gott hat mir für diesen Sommer aufs Herz gelegt, so 2 Gebete oder eine Person so wirklich vor Gott zu tragen mit einem bestimmten Vers, Gebete jeden Tag im Sommer oder auszusprechen und so ein Dekret oder ein Traum, den ich habe, Gott immer wieder hinzulegen, immer wieder hinzulegen. Ich komme mir richtig doof vor. So nach ein paar Tagen denke ich, ja, also Gott hat es gehört, ich habe es gehört, was soll das Ganze? Aber manchmal hinterfragen wir vielleicht ein bisschen zu viel, weil wenn Gott sagt, betet ohne Unterlass, ja, dann sagt er es halt. Und dann let's just do it und mal gucken, was passiert. Also Ja. das ist im Moment so meine Ja. Herangehensweise an diese Ja. Thematik. Ich habe auch irgendwo realisiert, dass wenn es um Gebet geht, ich bete ja sehr viel, aber ich habe trotzdem noch, es bleibt ein Stück weit, bleibt Gebet ein Geheimnis, das Ja. ich mir immer noch mehr, ich kann stimmt. noch so viel lernen, auch wenn ich wieder so jemand höre von dieser Predigt. Und darum glaube ich, lass uns dranbleiben in dem drin, auch im Gebet. Und wenn Jesus sagt, hey, bleibt ausdauernd. Oder diese Geschichte hat ja Susanna gebracht. Und ich finde sie so cool, wo man 7-mal hingehen musste und immer noch auch dieser Akt von Treue. Ich schaue wieder, ich bete wieder, ich schaue wieder, Ja. ich höre wieder auf den Heiligen Geist, dass wir da dranbleiben. Ja. Und hier spreche ich natürlich zum Chor, wie man sagt im Englischen. Ich möchte euch einfach riesig mal danken. Ihr seid die treuen Beter, die da immer wieder dabei sind. Und ich danke euch so, dass ihr das hier aufrechterhaltet und hier euch mit einklingt und treu dabei seid und immer wieder betet. Gerade diese Hour of Prayer, seit so langer Zeit, seit Corona oder so haben wir das angefangen. Und immer noch sind wir Beter. Und ich sage dir einfach, ich danke dir jetzt mal, ich bin nicht hier oft in der Hour of Prayer. Ich sage dir mal, ich danke dir im Namen auch von der ganzen ICF-Kirche. Ja, voll. Weil wir spüren, dass da eine Kraft ist und dass da Leute wie du sind und du betest. Und ich danke euch wirklich, einfach ein großes Dankeschön an euch, dass ihr da dabei seid und dass ihr mit drin seid. Wirklich. Es ist wirklich einfach ein Riesenprivileg, dass wir euch haben. Ihr seid das Bild für ausdauerndes Gebet. Danke, danke, danke. Bitte bleib weiter dabei. Ja. Wir brauchen dich, wir spüren das. Ich komme ja vom Sunday Night und wir erleben so eine Erweckungswelle. Wir erleben überall in der Church immer wieder so viele Wunder. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir Leute haben, dass wir eine Kultur haben von ausdauerndem Gebet, Yes. unter anderem mit euch. So, große Lobeshymne an euch, weil ich wirklich euch riesig schätze. Ja, machen wir das. Du hast vorher etwas Gutes gesagt. Du hast gesagt, wir sollen für etwas beten. Zu mir, was wir schon oft gebetet haben. Ja, also nicht genau. was Neues. Ja, jetzt, Wie machen wir das? Wir trainieren das. Wir machen ein sogenanntes Wellengebet. Das heißt, wir starten mit uns selber und beten jetzt in erster Linie mal und bete für etwas, was du schon ein paar Mal mindestens oder schon oft gebetet hast. Wir machen jetzt keine neuen Gebete, weil wir wissen, das ist genauso kraftvoll. Also etwas an dir selber, wo du dir für dich selber einen Durchbruch wünschst, wo du dir, ich glaube, einige haben auch im Chat geschrieben, wo du dir Heilung für dich selber wünschst nochmal, und wir tragen etwas für uns selber erstmal zu Jesus ans Kreuz. Ihr dürft natürlich immer auch die Gebete, weil ich finde es kraftvoll, auch in den Channel reinschreiben. Was betet ihr für euch selber? Dürft ihr gerne machen, wenn ihr das wollt. Das wäre sicher cool. Das passt auch nachher zur nächsten Übung. Aber bete für etwas, was du selber für dich nochmal immer betest. Dave macht's vor, ich auch. Du betest einfach in dieser Zeit für dich selber. Muss nicht das für Dave oder mich beten. Genau. Come on. Danke dir, Jesus, dass du uns siehst. Du siehst mich, du siehst
dieses Anliegen, dass ich gerade meine Frau, habe ich schon viel vor dich gebracht und ich bringe Tanja nochmals für dich und nochmals, weil ich glaube, dass du von Herzen ein guter Gott bist und heilen willst. Und ich bitte dich um Heilung. Und ich bitte dich um Heilung für ihr Herz, für ihren Körper. Ich danke dir, dass du ihr einen Durchbruch schenkst. Ich danke dir für einen du siehst meine geheimen Wünsche, auch diese verrate ich hier natürlich jetzt nicht, aber lege ich dir hin, Jesus, du kennst meine Liste. Und ich lade dich ein, dass du mich überrascht. Und ja, ich erwarte nicht, dass du mir was gibst, weil ich es verdiene, sondern weil du gnädig bist. Ich erwarte mehr von dir, als ich mir verdienen könnte, Jesus, massiv mehr. Weil du bist gütig und gnädig, deine Gnade hört niemals auf. Ja. Jesus, ich bitte dich für mich selber. Ich habe die Vision, dass ich noch als Großvater von meinen Kindern immer noch fit bin, dass ich mit ihnen spielen kann. Und das wünsche ich mir für mein Leben. Gesundheit, anhaltende Gesundheit. Ich weiß, es braucht auch Investitionen. Bitte führe mich in den drin. Was muss ich machen? Wie muss ich trainieren? Wie muss ich essen? Alles, sprich in alles rein. Aber ich möchte, Jesus, diese Vision, ich möchte noch von meinen Kindern da sein, mit ihnen Sport machen können und auch mit meinen Großkindern. Das ist ein Traum von mir. Ich bitte dich, dass du den erfüllst. Und ich bitte dich auch, Jesus, auch ein Gebet. Ich möchte den Lauf hier im ICF vollenden, bis zur Pensionierung und darüber hinaus hier treu sein. Hilf mir dabei und nachher auch vor allem, Jesus, auch mit dir den Lauf vollenden. Das ist ein großes Gebet, Jesus. Come on. Yes. Super. Gut. Jetzt als nächstes machen wir die Welle, wir beten für eine andere Person, für die wir auch schon gebetet haben. Und hier dürft ihr gerne, ich weiß, einige von euch schreiben in den Chat oft, dürft ihr gerne da ein Gebet anlegen. Wenn ihr schon mal für eine Person hier im Chat schreibt, dürft ihr nochmals für die beten, dürft ihr gerne nochmal machen. Aber vielleicht kommen euch auch Menschen gleich in den Sinn, hört auf den Heiligen Geist, bleibt bei ihm dran, dann triggert er so, stimmt. Für die Person habe ich schon oft gebetet und vielleicht schon eine Zeit lang nicht mehr. Dann beten wir wieder und tragen wieder Dina von Elia, diese Personen wieder vor Gott. Komm, wir hören zuerst und dann beten wir zwei auch wieder für unsere Person. Du betest einfach für dich, bleib in deinem Gebet oder bete mit uns. Jesus, ich bringe dir diese Person, die ich vor meinem inneren Auge habe, die leidet an Depression und immer wieder einfach so das Leben so schwer ist und sie sucht irgendwie die Besserung und kommt zur Kirche. Aber ich bitte dich, dass du ihr einen Durchbruch schenkst, dass du die Decke wegnimmst, dass du in der Seele was bewirkst und was auch immer der Auslöser sein mag oder wo auch die Person selber Schritte gehen muss, so wie Joel das vorher auch gebetet hat mit der Ernährung und allem, bitte ich dich, dass du auch zu dieser Person sprichst, aber einfach so, dass sie es versteht und ich feuere sie an im Geist und sage, ich spreche Leben aus über dir und Freude, göttliche Freude und ich spreche aus, dass du kein Spezialfall für Gott bist, mit dem er nicht klarkommt, sondern Gott hat einen guten Weg für dich bereit und du sollst ihn gehen. Ja. Amen. Ja. Und ich bitte dich, Gott, für meinen Freund Noel, der jetzt im ICF Rio ist mit seiner Family. Ich bitte dich, Jesus, dass du ihn weiterhin gut versorgst. Ich bitte dich, dass er mit seinem Business gut aufblühen kann. Schick die richtigen Aufträge auch, mach ihn weise, wie er das handhaben soll. Und ich bitte dich auch für seine Frau, Jesus, die mit den Kinderarbeit jetzt da in den Favelas startet. Ich bitte dich für offene Türen. Beschützt du auch das, was entsteht, dass viele Menschen dich erkennen können, Jesus. Und segne auch die Kids von ihnen, dass sie aufwachsen können mit einem Glauben an dich, Jesus, und dich kennenlernen können. Ich bitte dich für das ganze ICF Rio, auch die Turbulenz, wo sie da gehen, auch das Wachstum, Jesus, danke für das. Und ich bitte dich für gesunde Church-Wachstum in dieser Church. Amen. So gut, betet für das. Es ist so wertvoll, für das wieder zu beten, was wir noch haben. Und jetzt möchte ich, als letztes möchte ich, dass wir auch wieder etwas beten, was wir auch schon oft gebetet haben. Weil ich glaube, manchmal gibt uns Gott wirklich solche Aufträge. Und ich möchte, dass du für eine, ich nenne es mal für eine Situation jetzt betest.
Es kann sein, dass irgendeine politische Situation dir neu geht. Vielleicht betest du wieder mal für Israel. Es kann aber auch sein, dass du für einfach Erweckung immer wieder schon betest. Nimm die Dinge. Weißt du, manchmal, ich habe gemerkt, je älter dass ich werde, dass Gott schon so viel in mein Leben gesprochen hat und ich habe einfach gedacht, ja, das ist einfach meine Leidenschaft. Dabei ist es Gottes Herzschlag, der mir schon lange dieses Gebetsanliegen, das ist ein Auftrag und den nehmen wir heute nochmal ein. Ja. Wofür hast du auch schon gebetet? Was sind so diese Dinge? Ich glaube auch für die Kirche. Einige sind hier, ihr betet immer wieder für Leo und Susanna, für die Leiterschaft vom ICF, könnt ihr auch beten. Einfach so irgendwo eine Situation, wo Gott euch wie als, ich habe so dieses Bild, wie als Gebetswächter aufgestellt hat, wo ihr einfach da mit einfach betet, dass Gottes Reich reinkommt in diese Situationen. Und wir tun das auch, wir beten für die Dinge, wo wir merken, ist jetzt unser Heartbeat, genau, beten wir. Aber du, und ich mache in der gleichen Zeit, bete für das, was du spürst. Auch wieder, ihr dürft es in den Chat schreiben, ihr dürft es auch unten in die Kommentare noch schreiben, wofür ihr gebetet habt, wenn ihr wollt. Das inspiriert uns manchmal und dann beten wir auch gleich da mit rein. Ja, da sehe ich schon die ersten Kommentare, super für ICF Church, für deine ICF Church, genau, und auch für Israel, super. Komm, wir nehmen einfach die Themen. Jesus, ich habe auf dem Herz zu beten heute für die Muslime in unserer Gesellschaft, dass Erweckung geschieht, weil das ist so ein großer Teil, leider, also nicht leider, ihr wisst, was ich meine, unserer Bevölkerung. Und stell dir vor, Jesus begegnet den Muslimen in unserer westlichen Gesellschaft flächendeckend. Das gibt Erweckung pur und ich bitte dich, dass du ihre Herzen bewegst, dass du Schlüsselpositionen, Schlüsselmenschen in dieser Community, ihre Herzen berührst und ziehst. Jesus hat gesagt, es kommt niemand zum Vater, außer er zieht ihn. Und ich bitte dich, Vater, dass du diese Leute ziehst, dass du sie in deine Gegenwart ziehst, dass du ihnen begegnest in Träumen, dass du sie die richtigen Bücher lesen lässt, dass du ihnen Begegnungen mit Christen schenkst, die sie inspirieren und die ihnen helfen, ihre Augen aufzuheben und dich zu erkennen, Jesus. Und ich bete einfach für diese Community und nicht, dass sie gehen, sondern dass du ihnen begegnest und ihr Herz Feuer fängt und dass es eine Erweckung gibt in dieser Community, auch im Westen. Yes. Und ich bitte dich, Jesus, auch für einfach für einen neuen Move, auch nochmal für eine Erweckung unter den jungen Menschen, unter der Next Generation, Generation Z und auch Generation Alpha. Ich danke dir für alle diese Welle, die schon da ist und ich bitte dich, dass nochmal eine nächste große Welle nochmal kommt, Jesus. Uns ist egal, in welcher Kirche, es geht hier nicht um Kirchen, Jesus, es geht um dein Reich, um deinen Namen. Ich bitte dich, Jesus, dass da ein Hunger hervorkommt, Jesus. Ich bitte dich für die Schulen, für die Universitäten, dass wieder über dich gesprochen wird. Ich bitte dich, Jesus, dass es sich nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegdiskutieren lässt, dass du, Jesus, die Person ist, wo jeder Mensch sich damit befassen muss. Ich bitte dich, Jesus, für mehr Menschen, die aufstehen, so wie an der Fußball-WM, wo mehr Menschen ein Zeichen geben für dich. Ich bitte dich, dass du öffentlich wirst und gerade bei Jungen, dass viele Jungen zahlreich einfach zum Glauben an dich, Jesus Christus, kommen. Und ich glaube, es ist gut, jetzt beten wir auch noch gemeinsam, das habe ich jetzt einfach bei euch auch gespürt vom Echo her. Wir beten auch noch für Israel und für den Nahen Osten. Machen wir noch. Jesus, du bist der Friedensfürst, das ist einer deiner Titel. Und das sind alles Menschen, die du so sehr liebst, die in diesem Schmelzpott da sich auf den Deckel geben und einfach sich nicht verstehen und das so auch alles verbandelt geistlich. Ich muss dir das alles gar nicht erklären, du weißt es besser als ich. Aber wir sprechen einfach Frieden rein. Jahwe Shalom, du bist der Friedensbringer. Und wir sehen diesen Samen vom Frieden im Gebet. Und was auch immer das heißt. Und wir segnen die Leute, die in Charge sind von der Regierung. Du setzt Leute ein, du setzt Leute ab, du lenkst die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und das spreche ich einfach über der politischen Regierung aus und ich spreche auch allen Church, also allen Kirchen, die messianischen Kirchen zu, sie sollen wachsen und erstarken, weil du bist am Schluss die Hoffnung der Messias Jesus. Und ich bitte dich, dass diese Kirchen wachsen und dass Israel erweckt werden darf für dich und dass
wieder erblicken darf, von wo sie kommen, Jesus. Yes. Amen. Amen. Yes. So gut, es ist wirklich für mich eine Ehre, hier zu sein. Ich werde die nächsten 2 Wochen auch noch da sein und mit euch beten dürfen. Also sei wieder dabei, schalt wieder ein und wir beten wieder gemeinsam. Es hat so unglaublich Kraft und tut mir selber auch gut, mit euch zu beten. Vielen, vielen, vielen Yes.